Vom Laufen. Die meisten Strecken ist man zu Fuss gegangen. Man hatte höchstens ein Velo gehabt. Und für die Bahn hat man nur in Ausnahmefällen Geld für genommen. Darum hat man auch viel mehr geschaut, wie die Leute laufen. Viel hat man schon von Weitem am Laufen angekannt. Oder auch nur vom Hören am Schritt an. Darum hat es auch viel mehr Wörter für das Laufen gegeben. Für das Weidli-Laufen hätte man sagen schneidig laufen, gülen, im Garé, im Schuss, in einem Schnupf, in einem Schwick, in einem Anlauf, eins Laufskuh. Sie ist umgegület, umgeschossen wie ein Furz in einer Laterne. Er ist umgewesmet. Sie konnte den Föh im Viertel haben, sie hätte die Gufe einhaben, so ist sie umgeschossen. Für das langsam Laufen hätte man sagen, sie tschörgelt, er hapet nur so, er schlorget, sie düsselt, sie täppelt. Sie ist umgechankelt, er ist umgehockt, umgelornet, sie hat beitet. Sie ist dann noch etwas ab Kuh, wo sie etwas reichen ist. Man konnte aufkrismen, aufsteigern und runtergeigeln. Im letzten Moment konnte man an einen Ort reinknörtschen oder reinmärtschen. Für Leute, die eher ausprägt von einem Bein auf das andere beim Laufen abgestanden sind, hat man gesagt, er hosankelt oder grienket, sie wagnet oder hutzelt. Zu allem hat man die Beine führen. In die Säcke ist man winters und sommers zu Fuss. Es sagt, man hat ein Velo gehabt. Auch der Sekundarlehrer Lienhardt ist zu Fuss. Im Winter in Leder moschen. 4 Mal am Tag ist man die gleiche Strecke von Engi auf Mock gelaufen. Ein Weg war vom Vorderdorf aus etwa 40 Minuten. Am Abend hat man gerade Zeit gehabt zum Essen und zum Kehren. Am 11 hat man aus und am 1 ist die Schule wieder angegangen. In die Schule hat man meistens schneidig gehen, als man zeitlich war. Aus der Schule ist man dann nur geschörgelt und umgelornet. Man hat miteinander geredet und gelächtert. Der Tümi hat mir einmal so eine Geschichte erzählt, wo man sich vorstellen kann, wie viel die Leute heim laufen müssen. Der Vater vom Tümi war Zoll Schulabwar. Da ist die Schulzeit stillgestanden. Am Morgen, vor dem Morgen, hätte der Tümi auf Schwanden runter am Uhrenmacher sagen, die Zollerzeit ging dann nicht mehr. Da ist er heim zum Morgenessen. Der Tümi hat am Vater daheim geholfen und daneben die Gelegenheitsarbeiten gemacht. Er hat mit dem Vermesser wild abgemacht. Er trug ihm dann mit einem anderen zusammen die Instrumente und die Schalo nach. Er musste in die Höfli hindern. Dort hat er wild das Auto abgestellt. Der Tümi und der andere Gehilfe haben das Zeug auf den Buckel genommen und da ist es Opsi gegangen, gegen den Guffelstock und weiter gegen den Widersteiner. Der Wild hätte der Engelergrenze nach. Am Abend sind sie wieder zurück und haben an der Höfli das Zeug wieder ins Auto geladen. Und der Wild ist abgefahren und hatte 2 Stuhl. Abgemacht und zahlt ist eben von der Höfli gegangen worden. Da hätte der Tümi noch auf Solheim laufen. Der Tümi ist auch schon als Bub zalp. Da hätte er einmal in der Woche, am Mittwoch, in die Repetierschule. Man ist früher nur 7 Jahre in die Schule und bis zur Konfirmation in die Repetierschule. Am Mittwoch am Morgen ist er drum in einem Garé von der Alp runter und am Abend wieder rauf. Ja, nun hat er gesagt. Er hat halt vielmal in der Schule geschlafen und der Lehrer hat ihn lau. Die Schwande war noch in den letzten Jahren ein Anschlag wegen dem Wildhau. Was man dürfe und was nicht.
Ette, man dürfe nicht von den 6 an vom Mähen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn die Leute heim müssen auf, als sie am 6 in einer Wildhauptplanke oben heim vom Mähen. Ich weiss vom Mattergrossvater, als er allbig am Morgen um 3 von daheim fort ist, wenn er wild hauen. Und da sind die Männer den ganzen Tag an diesen aufgehängten Planken herumgekresmet und haben zum Werken an eigentlich aufpassen, dass sie nicht runterrutschen. Das Schuhwerk war ja dann nicht immer das Beste. An Teiltagen mussten sie dann den Hornschlitten auf dem Buckel mitnehmen und die Heufassungen oder den Rechen, die Sägezen und den Wettstein. Man hat den Plunder zuerst so weit als möglich auf dem Heuwagen gezogen, bevor man es auf den Buckel genommen hat. Und gleich hat man gesagt, vom Laufen wird man nicht Kränkner.